Steiermark, da bin ich her. Und nach einem Tag Videopause kriegst du zurück. Und zwar, ich nehme mich mal Race Room Experience an. Das habe ich schon seit einigen Jahren am Computer, am PC oder über Steam gekauft. Und hab's aber ja erst einmal kurz ein bisschen probiert, angetestet. Und jetzt möchte ich das einmal so zwischen reinwerfen. Das wird auch wie Gran Turismo unregelmäßig kommen. Du hast da jetzt nur gesehen, das normale Intro. Kein eigenes Intro dabei. Also es wird das Spiel, glaube ich, naja, das ist ohne Story, ein bisschen herumfahren, schauen wir mal, wie es wird. Ich kann mich an nicht wenig oder nicht viel erinnern dabei. Das Einzige, ja, wir werden es da heute mal als Training probieren. Und zwar, was habe ich? Ich habe nicht viel. Es ist ein relativ... Ah, da ist das, was ich gesucht habe. Ich will ein bisschen allein herumfahren, einmal Zeitmultiplikator. Ich will das jetzt mal ein bisschen ausprobieren und mal schauen, ob das was ist. Es ist ja auch vollgestopft mit, wie du siehst, Buy Now. Ja, was soll ich da sagen? Wir nehmen Sepang zum Üben, genau. Ich glaube, zum Üben einmal fürs Erste wird das reichen. Wir nehmen als Fahrzeug, das habe ich im Besitz und das kann ich noch kaufen. Ja, es ist nicht viel, minimal ein bisschen was und wir werden sehen, wie es uns gefreut und wie es uns, ja, schauen wir mal. Und zwar, Prototyp 2. Das sind die geilen Prototypen. Oh. Welchen kann ich da nehmen? Oder kann ich da irgendeinen nehmen? Ist das wurscht? Der ist cool. Der gefällt mir. Ja, das gefällt mir. Wir schauen uns da einfach einmal rein. Für ein paar Runden. Lang wird das Video eh nicht sein. Das ist jetzt eigentlich nur als Alternative. Weil nämlich nichts aufgenommen habe. Ich habe wirklich nichts aufgenommen und ich habe einige Probleme. Ja. Schon wieder mal. Das ist immer wieder im Monat 1 bis 2 Mal in 3 Monaten, dass ich an mehreren Fronten Probleme habe. Ich stelle mich nur gerade vor mehreren Problemen, aber dazu später mehr. Was war das jetzt? Okay, ich stehe noch in der Garage. Wir haben jetzt da, wie es siehst, Gegenlenkassistent aus, Stabilitätskontrolle, Bremsen, Getriebe manuell, Autopilot in Boxen, Rennlinie, also alles ein bisschen, kannst du so ein bisschen durchschauen. Für die Profis unter euch. Ich bin ganz am Anfang, ich bin ganz klar in der Welt und habt Geduld mit mir. Und ich habe auch kein Lenkrad. Genau, also der Xbox Controller, der funktioniert, das habe ich ausprobiert schon. So ein bisschen halt zumindest. Wir werden jetzt einfach einmal schauen, was auf uns zukommt. Wow. Na fesch. Na fesch. Ja, ich hätte gesagt. Ah, da ist der erste Gang. Boah. Ich bin ja ein Fan der Le Mans Prototypen. Oh, geil. Mal ein bisschen einfahren. Ich kenne das ja überhaupt nicht. Boah, also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin wahrscheinlich der einzige Schmucks, der das Spiel mit dem Xbox-Controller spielt.
Aber man muss ja alles einmal probiert haben. Wow. Ja, das kommt aber, wenn man ein Spiel nicht kennt. Aber mir ist das scheißegal, weil ich bring mir das alles selber bei. Ja, ja, nächste Runde ungültig, bla bla bla. Oh, geil. Wisst ihr was? Wir werden andere Strecken nehmen. Wenden. Training. Wir bleiben bei den Autos. Ich möchte Strecken haben, die ich kenne. Man. Ha ha ha. Naja. Ich glaube, wir werden uns ein paar Strecken mehr besorgen in der nächsten Zeit. Ja, schauen wir mal. Schweden? Okay. Macau ist geil. Red Bull! Red Bull Ring! Road America! Spa! Uiuiui, das sind genau meine Strecken, die ich liebe. Imola, Hungaroring, geil. Ja, cool. Wir steigen nochmal nach Sepang ein und auf die Grand Prix Strecke. Genau. Mit wieder diesem Gefährtchen da. Und dann werden wir sehen, wie weit wir fahren, wie weit wir es machen. Hin und her und bla bla bla. Ich bin gerade am Testen und am Umprobieren, Umschalten und was weiß ich. Ich bin geplagt von Bugs und Problemen mit der Speichercloud eines Spiels. Die Cloud-Kacke, das hätten sie sehr erkennen auf die Eier picken, ehrlich. Okay, fahren. Also muss ich wieder mit der Maus. Oh, geil. Oh, das freut mich. Ja, mal schauen, über ein paar schnelle Runden hier dran gehabt im Asphalt. Genießt den Motorsound, der ist ja saugeil. Ich glaube, die Kurvenvariante hätte ich viel fahren können. Haha. Hey, geil! Ich sehe sogar was im Rückspiegel. Ist das geil? Das hätte ich nicht gedacht. Nur was ich halt nicht rausgefunden habe, eine Heckansicht oder so irgendwas. Das hätte ich in die Einstellungen nämlich noch nicht gefunden. Naja. So. Dann brauchen wir eine schnellere Runde. Ha ha ha.
Leck mich in den Arsch, ehrlich. Ah ja genau, diese Runde ist ja ungültig. Haha. Das war ein Auto für den Sommer, ha? Miete, man kann es zwar gar keinen, aber geil ausschauen jetzt. Ha? So, jetzt schauen wir, dass wir ein bisschen weiterkommen. Hätte ich vorher nicht gesagt, dass ich die Variante wahrscheinlich früh fahren hätte können. Nein, riskieren wir nicht. So. Alter, was ist denn das für eine dumme Kurven? Und da fuhren die zwei Radhäuser, das sind ja auch geil. Da siehst du ja einen Scheißdreck aus Vieri. Aber ist wurscht. Das ist jetzt einmal nur zum Üben heute ein paar Runden. Und in der nächsten Ausgabe werden wir uns dann einmal mit den Dings befassen, mit der Einstellung von den ganzen Quagel. Weil was ich nämlich gesehen habe, man kann sich die Position vom Sitz und von der Kamera ein bisschen verstellen. Mal schauen, vielleicht wird das was. Und ich glaube, dass sowas mit dem Lenkrad saugeil sein muss. Nur ich habe die Lenkraderfahrung auf der PS4 gemacht mit Project Cars. Das war geil. Aber das kannst du da glaube ich nicht vergleichen. Absolut nicht. Nur habe ich jetzt leider kein Geld für ein Lenkrad, da ich ein bisschen eine arschlochteure Investition vorhab und da brauche ich jeden Cent, da kann man jetzt das Motorrad nicht leisten, das Lenkrad nicht leisten. So, da. Weißt du was? Fahren wir noch eine Runde. So wurscht. Zeit habe ich noch. Die Kurven, die kommen so schnell. Da siehst du die Einfahrt nicht wegen der Tribüne. Und plötzlich ist die Kurven da. Gut, fahren wir noch eine Runde.
Boah, geil, ich darf gegen mich selber fahren. Ich muss gestehen, das macht Laune, wirklich. Kack. Gekommen. Jetzt schauen wir nur gerade, ob man da nicht irgendwie die Kameraposition verändern kann. Boxenstopp-Vorlagen, Einstellungen, das müsste da irgendwo funktionieren. Grafiklabel, Kontaktschatten, Schattensplittung, Detailstufe, Shader, bla bla bla, bla bla bla, Schatten, Bremsspuren, Spiegelung, Sichtfeld. Ah, das ist das Einzige, was man einstellen kann. Ach so, Triple Monitor habe ich ja nicht. Monitorgröße. Höhenversatz. Cockpit Kamera Pitch. Ich habe zwar keine Ahnung, was es ist, aber ist ja wurscht. Probieren wir es mal. Oh Gott. Also das ist schon extrem, oder? Ja, da habe ich gleich noch weniger Gefühl. Wisst ihr was? Wir lassen das da für heute. Genau, wir lassen das da. Und beim nächsten Mal beenden wir das einmal. Training. Beim nächsten Mal ich will schauen, dass ich mir da ein paar Strecken besorge, kaufe und dann werden wir das da probieren auf einer Strecke, die ich kenne. Was haben wir denn da? 4 Euro für einen Red Bull Ring. Okay. Ja, ich will mir das einmal anschauen. Vielleicht kaufe ich uns auch ein Auto. Es gibt ja nichts, wie du gesehen hast. Haha. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, lasst dich nicht ärgern. Baba dabei.